Das Abenteuer und die Kämpfe gehen weiter hier bei Pokémon Weiß 2, der Next Generation. 2 Jahre nach den Ereignissen in Schwarz und Weiß geht's hier ein bisschen regnerisch so weiter, aber hey, immerhin, nicht wahr? Ja, willkommen zurück. Mal kurz gucken, wo habe ich alles bereits erledigt, wo stehen noch Kämpfe aus? Look, du bist echt cool, fast schon zu cool, ja, das stimmt. Aber die Mucke ist richtig geil. Moment mal kurz, was willst du eigentlich? Wenn du mit der Holzplanke verweilst, fällst du hinunter. Okay. Und du? Du willst auch nichts, gut. Dann gehen wir halt weiter. Oh, ein Haus. Ein Haus, Leute, ein Haus. Was hat's hier wohl drin? Entschuldigung. Entschuldigung. Ist eine sehr geistreiche Unterhaltung. Schon der Anblick zweier spielender Pokémon macht einen Trainer froh. Ja, wenn du meinst. Sag mal, hast du denn schon einen Emulga geschnappt? Also, falls du einen Emulga hast, würdest du es vielleicht gegen meinen Pukolos tauschen wollen? Nö. Dann verstehe, dann mach ich aus dem Staub. Alter. Na okay. Ein Emulga will der gute Mann. Na gut, ein anderes Mal vielleicht. Boah, Hilfe, ich bin nicht schwindelfrei. Oh, das war knapp. Das war sehr knapp. Habe ich einen Schutz drauf? Sieht nicht so aus. Oh, ein Navitaub. Ein Navigationsgerät. In Form einer Taube. Wer es glaubt, wird selig. Psyana. Ja, Psyana mag offensichtlich auch keine Tauben. Gut, wäre das schon mal geklärt. Die Pfütze. So, weiter geht's im Text. Ein Dreierkampf, 3 gegen 3. Bist du bereit? Ich bin bereit, los geht's. Sag mal, ist das hier die Route 3 oder was? Ständig Dreierkämpfe, Reihumkämpfe, man kann nichts gegen und so. Im Gegenteil, ich mag solche Kämpfe. Aber ich bin ein bisschen überrascht. Oh, wäre gerade ein bisschen... Das Headset ein bisschen zu laut aufgedreht. Scheiße. Wenn ich ein bisschen schreie, dann tut's mir leid. Nee, schon natürlich nicht. Ich kann mich da schon beherrschen. Wie ein Herrscher beherrsche ich mich. Ach du Scheiße, das ist schlecht. Was mache ich hier? Alter, was machst du hier? So, Donnerschlag. Und los geht die. Okay, vielleicht ist das schnellste von allen dreien. Wundert mich jetzt ein bisschen. Und der steht nicht mehr auf. Shelby, Flashy Boy, Psyanops. Die geben viel zu wenig Erfahrungspunkte. Oh Mann, hey Shelby. Kannst du nicht ein bisschen stärker sein? Oh ja, die Musik, da gehe ich voll ab. Ja. Ich meine, wäre nichts falsch daran, wenn ich überhaupt singen könnte, aber das Problem ist eben, ich kann es nicht. Von daher, also nicht singen, ich sag's mal so, ich treffe einfach keinen Ton. Ja, nice, werden wir schon lange nicht mehr. Flash, boom, voll auf den Schnabel. Naja, war zwar eher aufs Gefieder, aber egal. Hauptsache es wirkt. Scheinbar schon. Psyan Level 32, geil. Shelby. Der bleibt auf seinem Level von mir aus. Und Piccolente ist damit auch vorbei. Piccol von Piccolo wegen klein und dann natürlich noch die Ente. Ja, ich sag nur Unra-Tytox. Unra ein Stück Toxin ist etwa der ähnliche Quatsch. Tipps für Trainer, das eigene Pokémon schwäches gegnerische. Gibt es für den Kampf mehr Erfahrungspunkte? Das geht natürlich auch umgekehrt. Ja, also als ob gegnerische wilde oder sowieso gegnerische, vom Gegner halt Pokémon auch irgendwie Erfahrungspunkte bekommen würden. Du, was haben wir denn hier? Ein verirrtes Pokémon? Wie jetzt? Viertes Pokémon? Sich aus dem viertes Pokémon? Alter, das ist doch nicht aus dem Pokémon. Also, langsam, ey. Also, das... Kraft den Brille, Mensch. So, ein Pi. Ein Pi? Sind doch 3,41, was auch immer, oder? Ein Pi.
Achso, deswegen Level 34. 3,4 Dingsbums. Gut. Hätten wir das geklärt? Oder schauen wir das anders? Ne, ist doch ein Pi, oder? Das ist doch ein Pi. Da muss ein Pi sein. Ein bisschen Mathe für den Auffrischungskurs halt. So, Pi wurde besiegt. Psyaner. Was, der Ziering? Ach du Scheiße, der Ziering. Nein! Chillabell. Ich chill ein bisschen. Ich mach das. Derweil kriegst du mir eins auf die Nase, Augen, Ohren. War irgendwie alles ein bisschen. Um eine Kirsche. Nein, so eine Käferattacke. Alter! So eine normale Attacke, aber haut ganz schön rein. Nein, mein Psyaner. Das ist mein Lieblings-Pokémon. Psyaner. Ich hatte dich so lieb. Wen habe ich hier noch? Ah! Hawkeye! Wer noch? Hawkeye! Nehmen wir das auseinander. Oh oh. Oh oh. Ach du Scheiße! 3-mal getroffen! Was ist denn das für ein Scheißvieh? Sogar schneller als ein Hawkeye. Ich glaube, es hackt. Jo, leck mi ja, das war nicht übel. Na gut, mal gucken, Leute. Ich habe hier kein verstecktes Item. Aber dafür einen Blattstein. Für einen Duflo vielleicht. Ultegaria, Schutz einsetzen, bitteschön. Mann, bleib hier. Typi, bleib hier. Aha, jetzt habe ich dich. Wer bist du denn? Du bist groß, du bist blöd. Sind Sie das verlehrt? Okay, mich für ein Pokémon zu halten ist eines. Aber mich für eine Frau zu halten... Ich muss der kleinen Rotzgöre mal wohl eine Lektion erteilen, wie es aussieht. Shelby? Uah, Hilfe gegen so einen Flora, natürlich. Nein, ich habe Shelby den Eisstand noch nicht beigebracht. Verdammt, der Kuhmist. Ja, nächste Frage überhaupt. Wo ist der Eisstrahl? Der müsste, glaube ich, in der Eishöhle sein. Und die hieße hier anders. Egal, auf alle Fälle. Hörst du mal auf, Alter? Aufhören. Gib auf. Ja, wie auch immer, auf alle Fälle bis zur Eishöhle oder wie auch immer die Höhle hier heißt, das kann noch ein bisschen dauern. Boom, und die Wasserdüse. Aber ein bisschen dauern, Freunde. Was mache ich überhaupt? Ja, das auch. Wegen eurer Anregung, dass ich mal Pokémon Weiß 2 auch während der Woche bringen soll. Da fiel mir etwas auf, und zwar habe ich da was gebracht von wegen, ja, Formaten und so, weil so wie mittlerweile und so geht es während der Woche nicht, so viel Aufwand etc. etc. Aber ganz ehrlich, ich meine, ich bin ja Anno 14.0 für Venedig ja auch im Großbildformat, weil natürlich könntest du auch im kleinen Fenster anschauen, sprich 480p geht ja auch, aber da ist ja alles so klein, das ist sowieso nicht, sprich du musst im Vollbild bei etwa 1080p anschauen. Wenn das natürlich bei Anno nur so funktioniert, bei SimCity und anderen Spielen natürlich ebenfalls so, dann wieso nicht auch bei Pokémon? Also klar ist vielleicht nicht unbedingt so, dass es unbedingt sein müsste, aber wenn es halt der Sache dient, also... Ich denke sowieso, dass die meisten von euch doch auch heutzutage bereits schon die Let's Plays hier auf YouTube in der Regel immer im Vollbildmodus anschauen. Vor allem halt, wenn es das bringt und natürlich im Vollbildmodus du mehr siehst als in die kleinen Bildmodus und so. Bei Minecraft zum Beispiel auch, da ist auch eher so ein Vollbildmodus, siehst relativ viel, im Kleinbildmodus, naja, also mitunter natürlich das, was eigentlich gezeigt wird, was gebaut wird, das schon, aber das, was du da gerade auswählst im Menü, das ist dann schon in der Regel eher sehr klein, also von daher. Und einfach mal, ja. Einfach mal testen, oder Leute? Dann sehen wir es am besten, ob es funktioniert oder nicht. Einfach mal testen, das ist am besten. Und hier auch bekomme ich ein paar EPs und ich sehe gerade, ich bin ziemlich am Abkacken irgendwie, also irgendwie fällt gerade ein Pokémon nach dem anderen. Zum Glück mache ich hier keine Nutzlocke-Challenge, weil sonst wäre ich bereits am Arsch. Oh. Ein wildes Tandpignon erscheint. Flash erscheint übrigens.
Und für diejenigen, die sich jetzt fragen, was denn bitte ist eine Nutzlocke-Challenge? Eine Nutzlocke, ich hoffe, ich spreche das auch richtig aus. Also, man schreibt zumindest einfach mal Nutzlocke, so schreibt man es, und man es auch so ausspricht. Bin ich nicht ganz so sicher. Handbeck noch, das fehlt mir sowieso noch. Eine Nutzlocke-Challenge ist so etwas Ähnliches wie, ich sag's mal so, wenn das Pokémon halt besiegt ist, dann ist es, ja hier bei Pokémon halt wirklich besiegt, also sprich, du kannst wieder wiederbeleben und so, wieder heilen. Eine Nutzlocke-Challenge orientiert sich eher nach dem Prinzip bei Fire Emblem zum Beispiel. Bei Fire Emblem ist es ja auch so, wenn dann ein Charakter K.O. geht, sag ich jetzt mal, dann ist der tot, endgültig, der kehrt nicht mehr zurück. Ja, eben halt für immer. Und bei der Nutzlocke-Challenge, bei Pokémon ist es ähnlich. Da geht es auch darum, dass du halt, wenn ein Pokémon besiegt wird, dann kannst du nicht mehr heilen, sprich, du kannst schon noch heilen, aber der Sinn dahinter ist natürlich, dass du es dann einfach sagst, jo, es ist besiegt, es ist tot und du lässt es frei. Das ist eigentlich der Sinn davon, aber ja, man kann es machen, da bin ich nicht unbedingt ein Fan davon, aber natürlich, von dem her ein gutes Format, natürlich eine größere Herausforderung und so, von dem her, wieso nicht, aber wie gesagt, also ich mache es nicht so gerne, muss ich ganz ehrlich sagen. Zum Let's Playen wäre es vielleicht mal interessant und so, aber sonst generell im Real Life, also sprich, wenn ich jetzt für mich alleine spiele und so, nee, da wäre es nichts für mich. Da muss ich mich viel zu sehr konzentrieren, sprich die ganze Zeit überlegen, ja, ist jetzt das gut und so, diese Attacke, das Pokémon. Wie zum Beispiel jetzt Flash wäre bereits wieder weg und so, und denke ich mir, nee, lass mal lieber. Oh, sind nicht mehr viele da, wa? Pyron, du bist dran. Und ja, wie gesagt, für Real Life ist mir das eher ein bisschen zu viel der Arbeit. Dann würde ich lieber ein bisschen entspannen und auch mal so einen Fail halt hinnehmen, mir dann überlegen, ja, was hast du falsch gemacht und so. Machst du das nächste Mal besser, aber ja, wie gesagt, jedem das seine. So, wären wir hier mal bald so durch, oder? Ein Elixier, na wunderprächtig, überlege ich gerade, gibt es hier irgendwo ein Haus zum Heilen, weil wenn ich hier jetzt zum Turm gehe, dann sieht's übel aus, Freunde. Ein Mini-Pilz. Der Mini-Pilz. Ja, vielleicht hier. Mal gucken, was gibt's hier? Ja, hier müsste es sein. Hier war es doch. Moment mal, hier gibt es sowieso die drei Tornadovögel, oder? Nee. Tornadovögel kannst natürlich das Wettertrio. Hallo, Mama hier. Wo bist du denn gerade? Wie froh du siehst, das ist ja toll. Und verstehst du dich auch noch gut mit deinen Pokémon? Bisher schon. Du darfst nicht vergessen, dass du den Pokémon zu verdanken hast, dass du so viel herumkommst. Nö, gar kein Problem, Alter. Ich schicke einfach immer kämpfen und lass sie irgendwie halt sterben und so, aber gar kein Problem. Weil was gibt's im Pokémon Center? Dafür sollst du ihnen stets dankbar sein und zügig ein Pokémon Center aufsuchen, wenn sie angeschlagen sind. Angeschlagen, okay, und was, wenn sie zerschlagen sind? Ich glaube, das wäre eher so ein Problem gerade aktuell. Ich spreche aus Erfahrung, ich habe selbst mal am Empfang eines Pokémon Centers gearbeitet, wie Sie bereits. So, das war's jetzt für den Augenblick von mir. Tschüss! Ja, tschüss, Mutti! Wie gesagt, da oben hin? Keine Ahnung. Wir gehen erstmal da rein. So, Alter, was geht ab? Vor langer Zeit, als ich meine Frau noch jung und schlank und rank war. Oh mein Gott, das geht von Lebensgeschichte. Erinnert mich ein bisschen an die alte Oma da aus Zelda Majora's Mask. Da hat auch die Geschichten immer bis irgendwie am nächsten Morgen und so. Hat unweit von hier ein gewisses Pokémon Boreos und Voltolos eine Lektion erteilt. 30 Jahre hatten wir danach Ruhe vor ihnen. Ich zeig sie dir. Das ist Boreos. Das ist Voltolos. Für Boreos und Voltolos wurde ein Eintrag im Pokédex angelegt. Der Name des Pokémon, welches ihn jetzt bei einem Streithänden wieder zu Ressort rief, lautet Dementoros. Das ist dieses Pokémon hier. Guck's dir an, ey. Voll rot. Ja, cool. Ein kleiner Unterschied zu Schwarz und Weiß, weil bei Schwarz und Weiß können wir Voltolos bzw. Boreos jeweils fangen. Und wenn wir halt beide haben, konnten wir halt das jeweils den letzten davon, sprich Dementoros, noch fangen auf die jeweiligen Editionen. Das geht bei Schwarz 2 und Weiß 2 nicht mehr. Da geht das nur noch, wenn wir alle drei per Pokémon Traumradar, heißt es glaube ich, auf die jeweilige Edition übertragen lassen. Jedoch geht das hier jetzt per Emulator nicht. Das habe ich mir bereits auf dem 3DS gemacht. Du sollst ihm eine Pause gönnen. Ja.
Und deswegen kann ich halt Empfang und so hier leider nicht sein. Ich könnte es auch mal versuchen, aber hier zwischen meiner privaten Schwarz 2 Version und der Weiß 2 Version, die wir ja gerade hier zocken, ob ich da hin und her tauschen könnte, ob das funktioniert per Wi-Fi Connection. Wenn ja, wäre es eine Möglichkeit, das Ganze einzubauen ins Let's Play. Wenn nicht, dann haben wir halt Pech gehabt, Freunde. Tja, man kann nicht alles haben. Oh, ein Clown. Hallo, mir wird schlecht, Baby. Dann hört doch auf, sich zu drehen. Ich drehe mich rundherum. Was soll denn jetzt der Scheiß? Sengo, Alter, Level 35. Ist ja übel. Ist das normal, bin ich ziemlich untertrainiert. Was soll denn das? Psyana? Psyana! Alter, das ist mein Psystralein. Natürlich, zwar mit einem anderen Scanner. Hey, das zählt nicht. Das klappt eigentlich sonst nie. Sehr selten. Komm schon, nicht alles, nicht alles. Nein, Psyana, was treibst du da? Ich wollte es doch noch fangen. Tja, tschüss, Sengo. Die Kreuzschere bringt uns leider gar nichts, weil wir uns so Beetle nicht im Team haben. Denn es ist eine Käferattacke. Wer kam jetzt schon wieder angeflogen? Oh. Wer ist denn da bitte schön? Da ist Glutzi und ein Zebra. Ein Zebrastreifen. Haha. Sehr witzig. Jetzt ist mal Sebritz weg, weil es macht mir definitiv mehr Schaden als der Rest. Surfer. Scheiße, ist Psyana ja auch drin. Das ist doch fies. Natürlich ist Sebritz schneller. Alter Schwede. Zum Glück ist Sebritz kein Unlicht-Pokémon, weil das hätte gerade ziemlich wehgetan. So, der ist hinüber und ich kann noch ein paar Erfahrungspunkte. Very nice. Nein! Autsch, dankeschön, du Arschgeige. Du Aftergeige. Ein Aftershave, ja. Was mache ich jetzt hier? Die Rückkehr, mal schauen, wie hoch ist Psyanas Angriffswert. Oh, das Marsch. Was? Der Nebel ist mal verarschen. Das ist so ein Kurzauftritt für unser Psyana. Eines meiner Lieblings-Pokémon, ich sag's immer wieder. Mann, so Rokai, Mann, du bist dran. Alter, was geht denn hier ab? Ein Pokémon nach dem anderen geht mir drauf, das gibt's doch nicht. Das ist einfach nur schwach. Ich wünschte, ich könnte es ändern. Schläft mir auch noch die Hand ein. Ich glaube, jetzt hackt's aber voll. So, guck mal, da ist weg. Und natürlich ist der Schreck auch weg. Angel von Rokaman steigt. Pokémon erhält 57 Erfahrungspunkte. 57? Das war alles? Also 57 hätte mir ein bisschen mehr erwartet. Ganz ehrlich, Freunde, was zum Henker ist denn hier los? Hallo, Sengo? Sengo, bitte melden. Wir suchen dich. Wir wollen dich in unser Team aufnehmen. Wir können dich aufs Thumbnail packen. Hallo, Sengo. Sengo? Der will nicht mehr. Jetzt spielt er beleidigte Leber, wo er, glaube ich, sagt. Na komm on, nee, Sengo. Wo bist du, Sengo? Wo ist denn nur Sengo? Hallo, kommst du mal? Ich habe irgendwie keinen Bock, den ganzen Party zu vertröden. Oh je, oh je. Zwei Dinge, die nicht funktionieren, Freunde. Ein Pokémon, das nicht auftauchen möchte und ein Michael, der singt. Nee, das klappt ja einfach nicht. Das klappt doch einfach nicht. Oh nein, oh nein. Ja, komm, jetzt aber keinen Bock mehr. So, Clown, komm her. Hallo, Joker. Ein Duell auf einmal Holzbacken, wenn das mal nicht cool ist. Joker, eine Anspielung auf, ich weiß gar nicht was. Ja doch, eine Anspielung auf, wer seht ihr dann? Auf ein eventuell schon bald erscheinendes Let's Show, Let's Test, mal gucken. So, Pupanze. Kalklinge, Surfer, Wasserdüse. Ene, mene, du und raus bist du, die Kalklinge.
Und tschüss, Bekannte, hat mich sehr gefreut. Natürlich überhaupt nicht, aber ist ja auch egal. Das war der Joker und jetzt sieht sie aus. Komm schon! Der will nicht mehr. Ach so, weil natürlich kommt er nicht mehr. Ich bin ein Trottel. Nein! Ja, natürlich. Ich habe jetzt Shelby an erster Stelle und Shelby ist Level 37 und so. Ja, Mann. Ach, Freunde, kennst doch so mit Let's Play und so. Das geht einfach nicht, wenn man gleichzeitig kommentieren, spielen, überlegen muss. Oh yeah. Oh, das ist mal ein starkes Team, hey. Shelby und Flash. Die Rettungstruppe, auf geht's! Die Rettungstruppe kommen, keine Ahnung. Übrigens, wie kann es sein, Seng und Whippet in einem Team sind? Die hassen sich doch. Aufs Blut, sind doch Erzfeinde. Boom! Na? Ach du Scheiße. Na? Ach du heiliges Radieschen. Ein Trugschlag. Ja, der bringt ja voll in einem Kampf. Nee, nicht der Schocker! Nicht der Schocker! Na klar, Flash wird angegriffen und Shelby heilt sich. Mann, hey, was hat ihr für Teamkameraden? So, ein Eis zum Schluss gefälligst. Ein Eis am Stiel gefälligst. Eis am Sengo. Verdammt, ich wollte es angefangen. Geht sowieso nicht. Was überlege ich hier? Was zum Henker? Zum Anklauen, oh. Wow, Alter. Ja. Wie schon erwähnt, ein super Team, die beiden. Eine Wasserdüse und das Ganze ist geritzt. Oh, Quatsch! Und Sengo sagt Hasta la vista, Baby. Shelby, Level 38. Sehr schön. Zugabe. Kannst vergessen, Alter. Nö. Alter, sagt er nein. Danke, Flash und Spieler besiegt Zwillinge. Hey, glaubst nicht, Mann, wir haben verloren? Ja. Und hier geht's schnell zurück heilen. Oh Mann, nö. Bringt eh nichts mehr. Er sieht ein bisschen angeschlagen aus. Dankeschön. Verdammt. Ja, jetzt irgendwie der ganze Part ist eine richtige Trainingssession. Wollte ich gar nicht. Sorry dafür, Leute. Sorry. Ich suche gerade ein Wort, das auf sorry reimt. Auf jeden Fall keins. So, ein Sebrit. 34, ja. Fangen, besiegen. Psyana. Was sagst du denn dazu? Weder noch, wie es aussieht. Ja, es geht. Da. Komm schon, es darf nicht fallen, es darf nicht fallen! Dankeschön, oh. Oh. Nein! Ach, Psyana, du kannst ja gut austeilen, aber in Sachen Einstecken bist du eine Flasche. Tut mir leid, aber so ist es leider. So, Flash beim Sitz aus in der Donnerwelle. Natürlich klappt's nicht, weil ja klar, oder? Ich meine, wenn er mich angreift und so mit Funkensprung, dann paralysiere ich ihn, ganz klar. Aber mit Donnerwelle klappt natürlich nicht. Was? Ist das Scheiße. Wieso hat er mich jetzt paralysiert? Oh komm schon, die Wahrscheinlichkeit hat er doch eher für mich dazu. So, reine Pokémon mit dir. Hyperball, von mir aus. Das ist doch egal. Bleib drin. Dankeschön. Mann, oh Mann, ey. Ein Sebrit haben wir gefangen. Ein ziemlich starkes Elektra-Pokémon. Aber wir haben bereits Elekid sage ich ihm noch. Elektra natürlich von dem hier. Sebrit, was soll ich geben? Zebra? Zebra wie schon weg. Ja komm, Zebra ist einfallslos bis zum Geht nicht mehr, aber immerhin ein Name. Das geht mir auf die Nerven, dieses dämliche Soundsystem hier. So, das hätten wir geklärt. Jetzt geht's wo weiter? Wieder schnell zurück, ganz schnell.
eine Pause gönnen und dann gehe ich mal ganz kurz bis ans Ende dieser Route und zwar möglichst ohne Pokémon-Kämpfe, Freunde. Ja, versuch's mal, ne? Petri Heil und so, wird schon klappen. Wenn sie da durch, okay. Oh, da kommt er. Tschüss. Nein! Glück gehabt. Wendelberg. Na, guck's mal einen an, Freunde. Wir können direkt Richtung nächster Stadt gehen. Yeah, Mann, cool. Das ist Eugen von der Top 4? Hey, Kumpel, na was geht ab? Ich bin Eugen, meines Zeichens einer der Top 4 der Pokémon-Liga. Du scheinst mir durchaus ein schlechter Trainer zu sein, allerdings der Wendelberg im Moment zu gefährlich. Nicht zugänglich, nein, sowieso das Gleiche. Das Innere ist nämlich eingestürzt, man kann es nicht durchqueren. Was interessiert mich das? Er will durch. Scheibenkleister, okay, geht nicht, wir müssen zuerst zum Turm des Himmels, wo ich auch hin wollte, aber jetzt noch gerne ein bisschen trainieren wollte. Das wäre damals typisch Michael gewesen. So, jetzt... Nein, da unten ist... Da war ein seltenes Pokémon. Manno. Ach, ich Holzbacken noch liebe und wie ich sie hasse. Ja, komm, mach hin. Der Part ist bald wieder vorbei. Ein Haus und Kaspar Lorenz. Pupanze. Bin da, wer noch? Na, hier zum Beispiel Psyana, frisch im Ring. Das macht natürlich kaum Schaden, aber... ich versuch's mal. No risk, no fun, oder? Also, wenn das fertig ist, Teilkräfte auf. Hier ein schöner Biss. Ein Spukball wäre auch mal was. Was so, ein Sondersensor. Und zum Schluss noch die Rückkehr. Und boom. Das war's. Level 33 für Psyana. Morgengrauen. Natürlich Morgengrauen. Die brauche ich unbedingt. Morgengrauen ist super Attacke, Freunde. Morgengrauen ist so ähnlich wie, was kann ich als Beispiel bringen? Wie Erholung und solche. Ne, Erholung nicht. Moment, wie hieß der Tag von Simsala? Wie hieß die? Also sprich, Morgengrauen ist einfach eine Attacke halt, um die KP regenerieren. Natürlich anhand der Tageszeit, sprich abends funktioniert es am schlechtesten und morgens am besten. Halt einfach mit der Sonne dazu und ja, je besser das Wetter, desto mehr KP werden regeneriert. So, Psyana, ein, zwei Schubs, den haben wir vergessen und er lernt Morgengrauen. Er hat zwar verloren, aber ich bin cool. Ja. Er hat das an der Oma, wow. Ach Freunde, wir sind ja fertig, jetzt wieder zurück hier, wie es aussieht, wa? Tja. Ist leider wirklich die Wahrheit. Und schon sind wir hier beim Turm des Himmels, den wir dann auch in der nächsten Folge betreten werden, Freunde. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal hier bei Pokémon Weiß 2, den Next Generations. Mit einem Team, das zwar ziemlich angeschlagen ist und so, aber naja, das wird schon, das wird alles. Ist ja nicht mein erstes Pokémon-Spiel, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.